Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Champions League Playoff-Spiel bei ZD Glasgow, was wir 1:2 gewonnen haben. Und bevor wir da reingehen in den Bums, wie immer der Hinweis, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann jetzt machen. Punkt. Sonst dürft ihr nicht mehr zuschauen. Nein, Spaß beiseite, Leute. Wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Gut, damit Abfahrt. My German questions, but if not, we'll just go for it. Vincent, congratulations on the win. Glückwunsch But, zum I Sieg. suspect you'll feel that the tie is not yet quite over. Is that fair? Yeah, absolutely. Es I think scheint it's hier das cliché to say, but it's Gefühl, like dass the das first noch half nicht of ganz the vorbei ist, die game. Nummer. And, Ja, ist so klar, but so ein bisschen overall, I think it's a Klischee, really good result. I don't aber think the fans have seen many losses at es this- ist so. at this place, Es war ein gutes especially Spiel von in uns. Europe, and, so Viele haben we schon can hier appreciate the verloren, importance of gerade the game. unsere. Ja, komm. Komm jetzt nicht wieder mit der Nummer, Alter. Viele haben mir verloren. Ja, ich weiß auch, Celtic lange ungeschlagen, europäisch zu Hause, alles gut. Am Ende ist es trotzdem nur Celtic. Dass er das Gefühl hat, dass das Ding noch nicht durch ist, ja, gehe ich mit. Wie gesagt, wir sind ja immer mal für ein komisches Spiel gut und sollte Celtic die Eier auf dem Weg nach München finden und Vollgas geben, wer weiß. Sollte Celtic gleiche Chose fahren, wie sie jetzt in ihrem Heimspiel gefahren haben, dass sie sich erstmal hinten reinstellen, dann ist der Bums durch. Dafür haben wir viel zu viel Qualität. Nee, die müssen uns schon überraschen und müssen Vollgas von Minute 1 an feuern in München. Dann geht vielleicht was, dann erleben wir vielleicht ein spannendes Rückspiel. Ansonsten lege ich mich fest, ist der Bums durch. Für uns natürlich. Ne? Die erste Hälfte war sehr, sehr gut. Of the victory and, Wir können look, es we're at genießen, home now, so we're also dass wir das hier gewonnen haben. Wir wissen, pretty decent wie at home as well, so wichtig das we'll war. look to play on that as well, but Und ja, dann schauen wir we obviously have auf unser this Spiel zu Hause. Wir sind all-important game as zu well Hause on auch Saturday, ganz gut. so we'll switch the focus until then. Aber ja, klar, jetzt müssen wir den Fokus erstmal Yes, auf Colin. Samstag richten, weil wir How da ein difficult has it been unglaublich to wichtiges balance Spiel haben. These effectively 3 massive games in the space of a week. Wie schwierig war es Trust the denn, squad, one diese game at a time. 3 sehr, sehr that's schwierigen it, 'cause you Spiele can- ja, so ein bisschen you can work out- auszubalancieren? Honestly, Ja, wie ich es gesagt habe, man muss You could work von out Spiel zu 100 Spiel schauen. Es scenarios. ist einfach so. you Na know, klar kann man what sich if you win 1-0, what if you win 3-0, 100 what verschiedene impact does that have on your Szenarien squad? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vinny erzählt immer, man muss von Spiel zu Spiel schauen, von Spiel zu Spiel schauen und dann, wenn er von Spiel zu Spiel schaut, dann hätte er Michael in der 64 Minuten nicht auswechseln müssen. Ja, und wenn er von Spiel zu Spiel schaut, dann hätte man Harry Kane heute auch mal erlösen sollen. Ja. Man hätte es halt einen Defensiven reinbringen müssen. So, dann muss nicht Harry Kane da 20 Minuten die Defensivarbeiten machen für die Leute, die defensiv versagen. Das passt alles irgendwo nicht ganz zusammen. Ja. Ich glaube, Michael Olise hat in diesem Spiel auch gar kein Argument gegeben, dass man sagt, ja, den muss ich jetzt auswechseln. Ja, weil der irgendwie gerade nicht mehr kann oder nicht gut ist oder das Gegenteil, Guerrero und D-Boy, Katastrophe. Ja, nicht zugegen. Hättest du schon viel, viel eher wechseln können. überlegen, was machen wir, If you prioritize wenn man this 1-0 game or that gewonnen game and hat, so on and so on, you know, so, setzt man die Priorität I auf think eines one der game at a Spiele. time, there are players who sometimes Aber suit am one Ende game better than the other. That could be a macht es profile nur Sinn, decision, von but Spiel other zu than Spiel that, zu you're- schauen und we're trying to see what the damage is tomorrow. da And, legen wir unsere we'll Entscheidungen assess dann on- drauf. Wir on the final gucken, day who we was ist who we heute choose for the passiert, next game, and then after that we'll do the same for was the haben wir Celtic zur return Verfügung game. fürs nächste Spiel und damit Okay, arbeiten wir was dann there und anything that stood out, setzen or die what Spieler particularly ein, stood out die about die Celtic's können und performance or any die wir auf dem Platz haben individuals wollen. for you? No, I know this place. I know this place. I know it Ja, transcends ich kenne performance sometimes. dieses Stadion I und thought ich we weiß, was dealt es really well with it for mit der large Leistung parts einer of the Mannschaft game. machen kann. We didn't let the game Ich go finde, wir crazy. haben das And then the last 10 sehr gut minutes we had to ausgehalten. defend Wir and we haben did that dafür well as gesorgt. Ja, wenn man gesehen hat, wo die Champions League-Hymne gespielt wurde, da hast du schon teilweise die Angst bei unseren Spielern gesehen, muss ich mal sagen. Ja, oder Angst nicht, aber dieses Wow, what the fuck ist hier los, Alter? Ja, du hast ja von der Champions League-Hymne hast ja nichts gehört. Ja, die wurde ja einfach von dem Stadion entweder überpfiffen oder überjubelt.
Und wenn du dann in die Gesichter von Celtic geguckt hast, ja. Wie gesagt, meiner Meinung nach hat Celtic genau den verkehrten Weg eingeschlagen. Ja, wir hätten die von Anfang an, ich meine, haben sie ja, die erste Minute, danach haben sie es ja eingestellt, hätten die Feuer gemacht, Alter. Dann wäre das ein wildes Spiel geworden. Also ich habe schon den Respekt bei vielen unseren Spielern gesehen, muss man ganz klar sagen. Zum Glück war es nicht so. Zum Glück haben wir das Ballgeschiebe auch gespielt, muss man sagen. Ja, deswegen nochmal aus meiner Sicht, auch wenn es vielleicht langweilig zum Angucken war, die völlig richtige Herangehensweise in der ersten Halbzeit. Weil wenn du da Feuer frei machst von unserer Seite und die kriegen 1, 2 Konter, Alter, die werden so nach vorne geschrien und so gehypt, das Stadion eskaliert da so, boah, das wäre wild geworden. So haben wir es halt wirklich hingekriegt, von Minute zu Minute hast du immer mehr die Bayern-Fans gehört und der Rest war dann irgendwann nur noch so ein Grundrauschen, dann mal abgesehen von 1, 2 Szenen, wo das Stadion dann nochmal ein bisschen aus der Hüfte ging in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit hat man das dann nochmal mehr gemerkt, ne, wo Celtic dann endlich angefangen hat, ja, nach 2:0 dann auch mal ein bisschen versucht hat, nach vorne zu spielen. Von daher, ich gehe mit, das war genau die richtige Herangehensweise erste Halbzeit. Ja, und deswegen war es am Ende des Tages eine gute erste Halbzeit, vor allen Dingen, weil wir das Tor noch gemacht haben. Ja. Dass hier nicht alles verrückt zur Sache geht. Aber um das noch abschließend zu sagen, das wird im Rückspiel halt nicht so sein. Ja. Du bist im Rückspiel, da wird kein Celtic-Spieler stehen und sagen, wow, boah, hier geht der was ab. Ja. So ehrlich muss man sein. Ja, manchmal sind in Europapokalspielen, ist unser Stadion auch mal richtig geil, ja, definitiv. Aber meistens nur, wenn da wirklich da irgendwie ein fetter Gegner steht. Ja, ich hoffe, ich meine, Celtic ist ein geiler Gegner, auch von den Fans her. Schotten sind immer geil als Fans. Vielleicht erleben wir mal eine richtig geile Stimmung in der Allianz Arena mal wieder, das würde mich freuen. Aber wir kommen natürlich niemals auf das Niveau von Celtic. Ja, allein wie die You Never Walk Alone komplett alleine singen, ohne dass da noch irgendwas im Hintergrund läuft. Ja. Also, das ist halt ein ganz anderes Niveau. Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja, wie gesagt, wir haben eine solide Ausgangslage geschaffen fürs Rückspiel und die gilt es dann einfach klar zu machen. Alles relativ geordnet bleibt, aber man sieht hinten raus, sie machen dann ihr Tor, dann wird alles nochmal deutlich lebendiger und dann wird es wieder schwierig. Aber da sind wir auch selber schuld dran gewesen. Ja? Ich hoffe, das sagt er auch noch. Weil spätestens nach den Wechseln halt. Wir haben das Fußballspielen eingestellt und haben angefangen, wieder so Larifari zu spielen. Ja? So, ach ja, komm. Ist durch hier der Bums, 2:0, alles gut, ich stempel schon mal aus. Ich weiß nicht, ob die Auswechslungen das dann immer signalisieren, wenn man dann so einen Michael runternimmt, der einer der besten Spieler ist. Dass dann immer so ein Zeichen an die Mannschaft ist, oh, guck mal, der Trainer sagt auch, ist gelaufen, jetzt wir schalten Gang raus. Weiß ich nicht. Ja, wenn, dann gilt das auf jeden Fall mal abzustellen, Alter. Aber klar, wird hier richtig gute Arbeit gemacht. Man sieht auch, dass Celtic einfach eine super Plattform ist für junge Spieler, um sich zu entwickeln. Man sieht, dass hier sehr, sehr gut gearbeitet wird, dass hier immer im Sinne der DNA auch der Fans gearbeitet wird. Also aus Sicht des Fußballs sind großartig, was hier gemacht wird. Always, but I thought we did well for long spells and I don't take it for granted either. Ja, aber nochmal ein bisschen hadert über das Gegentor. Nein, wir haben es über lange Zeit sehr, sehr gut gemacht. Natürlich nimmst du es nie auf die leichte Schulter und dann gibt es eben Phasen, auch gerade am Ende, wo man einfach verteidigen muss. Wir haben heute aus einer Standardsituation ein Tor gemacht, wir haben aber eben auch eins bekommen nach einer Standardsituation. Na klar, es ist immer ein bisschen ärgerlich, aber so ist es eben. Insgesamt haben wir verdient gewonnen und haben jetzt eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. No, because in the end it's 2 games to play. Am Ende sind es dann immer eben 2 Spiele, die gespielt werden müssen. Aber es ist auch schön, dass er die Frage nicht übersetzt. Ja, die verstehst du kaum, weil er noch die ganze Zeit in seiner scheiß Übersetzung zugange ist. Deswegen hörst du die Frage gar nicht auf Englisch. Katastrophe wieder.
coast of chasing because it's just not the game. But in the end, und man will dann auch nicht irgendwelchen Dingen hinterher jagen über ein Spiel hinweg. Und deshalb hält man sich an das. Halt doch die Fresse, Alter. Junge, ey, wie kann man denn sowas wieder koordinieren, Alter? Dann lass mich doch wenigstens die scheiß Frage hören. Damit ich mal weiß, worum es geht, ey. Junge, er quatscht und quatscht und quatscht. So it was a real party atmosphere when I came here and obviously today im Vergleich zu der Zeit, als ich hier damals als Spieler hingekommen bin, als ich noch sehr, sehr jung war, da war da hier fast schon Partyatmosphäre und deswegen, ja, es ging uns darum, dass wir hier kein Momentum für Celtic zulassen. Und das haben wir wirklich gut gemacht und dementsprechend ist dieser Sieg auch sehr, sehr wertvoll. Ein bisschen was zu Harry Kane und vor allem zu seinen Zahlen, auch was die Tore angeht. Halleluja, übersetze mal eine Frage. As I say, just seeing him close up, is there something about this taking you by surprise, perhaps? Or? First of all, he's improved a lot since I played against him. Also erstmal ist er viel, viel besser geworden, seit ich gegen ihn gespielt habe. Er war damals schon echt top, aber jetzt ist er noch besser geworden und als ich ihn jetzt gesehen habe, weiß ich auch, warum warum er so viel besser geworden ist. Er arbeitet extrem hart an seinen Talenten. Ja, er hat diese Gabe, hat dieses Spezielle direkt vor dem Tor. Aber er ist keiner von denen, die ihre Flipflops ausziehen und dann ein bisschen Fußball spielen. Das ist er nicht. Es gibt solche Spieler, aber er ist definitiv keiner davon. Er arbeitet extrem hart. Falls Celtic ein Tor macht, wir bleiben ruhig. Wir können auch immer ein Tor machen. Dankeschön. Ja, wie gesagt, wir haben uns eine ordentliche Ausgangslage geschaffen mit einem 2:1 auswärts, definitiv. Ja, wir haben es in der eigenen Hand zu Hause, ja. Mit dem Publikum im Rücken. Wenn du in Führung gehst, denke ich, wird es ein Selbstläufer, dann wird Celtic auf jeden Fall schon eher kommen müssen. Dann kannst du sie dir zurechtlegen und kannst das Paket zuschnüren. Mussten natürlich dann auch die Hütten machen, ja, das ist ja bei uns manchmal ein bisschen ein Problem. Aber aktuell, Michael trifft, Harry trifft. Also von daher, wenn sie das beibehalten, noch eine Woche, ist doch alles fein. Ne? Wir werden sehen im Rückspiel. Ne? Wir werden sehen. In diesem Sinne, Leute, haut rein, wünsche euch eine schöne Restwoche. Und wir hören uns zum Leverkusen-Spiel. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.